Salut und herzlich willkommen bei Luxplay. Wie? Fährt das schon? Ja. Okay. Forspoken ass den echten AAA-Titel, den wir dieses Jahr dürfen begrüßen an. Huet sech am Vierfeld jo misse mat éichter so gemischten Andreck rëmschloen. Aber ob es lo wie durch Hexerei zum Spiel vom Jahr ging, das weiß man ja lo. Wéier so viel Anleit warch nommer wie vu Forspoken, op der State of Play 2020 nach Project Athia genannt richtig hab op dat Spiel. An noch wann die eng oder aner Käier verregelt gouf, huet mech dat wenig gesteiert, mittlerweise jo wéi spät ausgesicht kann, dat net genug Zeit krut. Cyberpunk. An der Lunar Release können wir euch endlich sagen, ob sich das beide gelohnt hat und ob Forspoken Potenzial zum Game of the Year 2023 hat. Damit kommen wir schon noch zur Story. Bei der Story von Forspoken handelt es sich um ein klassisch Fish out of Water Story. Frey Holland, Protagonistin vom Spiel, ist als Besekant an New York abgewürzt. Er sammelt durch Klangdelikte Geld fürs New York können zu entkommen. Dadurch können dann natürlich auch zu Problemen mit der Justiz, aber mit einer kriminellen Band, die sich furchtbar ungeschickt ausstellt. Da den fährt zum anderen auch schon brennt dem Frey sein Boot auf und hat das op sich allein gestaltet, bis er zu einer schicksalshaften Begegnung mit einem Armreef kennt, den er dann in einer Welt transportiert. Athia hat natürlich seine eigenen Probleme. Eine Welt regiert auf 4 Herrscherinnen und diese Welt Tantas genannt, geht von einer Korruption hingesicht den Menschen und deren verändert und bösartig mit. Frey hat zwar gut keinen Bock drauf, muss aber helfen, Athia zu retten, für immer seine Welt zurückkommen zu können. Dabei ist er aber nicht auf sich allein gestellt. Sein Armreef ist nämlich lebendig und hilft ihm dabei, sich in der Welt herumzufahren. Daneben wird das den Kaff, wie hat den Armreef so fein nennt, auch als Gesprächspartner verfügbar, was mit der Zeit auch ein bisschen anstrengend kann gehen. Oh, hello, yes. Oh, perhaps you're smarter than you look. Did I just do that? Well, definitely with my assistance. I did not just do that. We did. I just moved shit with my mind. Perhaps our connection has somehow awoken some abilities. I just moved shit with my mind. I just keep hearing I. I just moved shit with my freaking mind! Yeah, okay, that is something I do now. I do magic, talk to sentient cuffs, kill jacked up beasts. You know what? I'll probably fly next. Now you're just being ridiculous. Oh, that's too far. Good to know there's a line. Zur Story muss ich sagen, dass es ein bisschen weird ist. Am Anfang fällt Frey unbedingt aus New York raus, also sobald er dann Athia ankommt, fährt er zurück in New York. Zur Open World kann ich nur kurz Poweder verlieren. Sie ist idle, sie ist leblos. Das gefällt mir nicht durch in dem Charakter kleine Verbesserungen für seine Stats gehen oder Mana für am Skilltree Skills frei zu kaufen. Die nicht wirklich viel ausgebaute Charakterin, sogar die tragische Schicksale, die dem Frey als Protagonistin wirklich nur gehen sollten. Naja, für die fehlt die nicht wirklich viel, weil du die vielleicht 1-2 Mal gesehen. Es gibt quasi keine Nebenmissionen. Es gibt Nebenmissionen, wo ich Katzen muss verfolgen und so weiter. Aber so richtig Nebenmissionen, die Welt leben an Hauche, gehen nicht. Es gibt vereinzelt Dungeons, die immer nämlich abgebaut sind und die gehen dir dann als Belohnung einen Mantel oder einen Katten plus einen kleinen Text für die Welt auszubauen. Naja, wie seht ihr so schön? Tell, don't show. Natürlich gibt aber noch den Magical Parcours, den ist wirklich fantastisch. Es fühlt sich so gut an, dass ich wahnsinnig schnell von einer Platz auf der andere. Und das ist wirklich egal, ob an der Welt erst zu gesehen hast, weil die Seite sowieso nicht. Du sind wirklich von A auf B, passt du ohne Problem an ein paar Sekunden. Das ist wirklich fantastisch. Allein für den Magical Parcours muss ich sagen, ja, tut aber schon irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Der Crafting in diesem Spiel ist wirklich nicht der Rede wert. Von den relativ vielen Materialien, Push aus von Anfang an schon direkt auf 100 limitiert, kann du nur noch upgraden, für sich dann Heiltränken herzustellen, für sich können den Mantel abzugraden oder Ketten abzugraden, dass in einfalls passiv Fähigkeiten dazu kriegt, aber so wirklich spektakulär ist das nicht. Ich ging auch jeder anraten, sich die Option umzumachen, dass in automatisch Sachen absammelt, weil Open World das wirklich littered mit den Sachen. Also, mit von den überall abzuraffen, dann alles muss runter zu drücken, für den kurzen Weg für eine Blume abzuraffen, das kann ich keinem rekommandieren. Also, die Option schön drauf ummachen. Damit will ich dann auch schon mal zum besten Teil vom Spiel kommen. Kämpfen. Kämpfen wird von Anfang bis Schluss ausgebaut. Alles, wenn dein Tante besiegt, kriegt er hier einen Angriffsset. Also kriegt das Set mal neue Fähigkeiten. Du hast immer 3 Fähigkeiten, die du benutzen kannst am Kampf.
plus nach etlich Hilfsfähigkeiten, wie zum Beispiel ein Blumen, die euch am Kampf hilft, oder ein Ranke, die euch hilft, für Leveren beizukriegen, indem der Gegner schürt. Kämpfen ist wirklich richtig gut. Also der Kampf, die hat den Magical Parcours für die gegnerische Angriffe auszuweichen, die hat verschiedene Gegner, die Resistenz gegen ein Set auf Fähigkeiten, ihr könnt also wählen zwischen, okay, es geht erdresistent, für mit Feuer, für so raus von der Wege dem Gegner am besten Schutz kann zufügen. Kampf gegen Tanta selber, ja, die sind nicht wirklich besonders, also das sind nicht wirklich vor den Kampf, da hat ihr wirklich auch kein Problem damit. Wo ich noch gerne zum Fazit kommen. Fazit vom Spiel für mich aus, das Spiel ist richtig gut. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Das Problem ist aber es dauert lang, bis du fängst Spaß zu machen. Am Anfang kriegst du Erdfähigkeiten, dann kriegst du Feuerfähigkeiten, dann kriegst du Wasserfähigkeiten und dass du mehr Satz freischaltest, dass du mehr groß gedacht Vielfalt in der Kampf kann benutzen. Die Story hält zum Schluss vom Spiel und richtig Fahrt ab und möchte dann noch richtig Bock. Das Problem ist aber Lastfähigkeit kriegt zum Beispiel 4 letzte Boss, der kriegt neue Fähigkeiten, der letzte Boss kennt, während dem letzten Bosskampf schaltet er sogar nach einer Fähigkeit frei, aber du noch kennt nicht mehr. Nebenmissionen am Spiel sind wirklich dran, das heißt, die hat doch nicht Wegstunden noch zu machen. Und damit muss ich leider sagen, für 30 Euro, 40 Euro gebe ich das Spiel nach rekommandieren. Auf Vollpreis 80 Euro, ne, also du hat er wirklich Spaß, es auch nicht das zu spielen, das kommen ja noch andere gute Spieler raus. So, lo kommen wir mal aber zu etwas, wo schon ewig nicht mehr an der Videospielwelt gouf. Ein ausgezeichnetes VR-Spiel? Ne, Dead Space Crew Remake. Schon ein Remake. Geh noch ein Originalspiel. Weil das kein Last of Us 1 Stil für Remake, okay? Okay. 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 Buh! Dead Space braucht doch kein Remake, wurde das Demos geheescht. Buh! Wir kriegen doch den Callisto-Protokoll und das geht die next Horror-Sensation, wurde das Demos geheescht. Buh! Ihr werdet doch verkacken, wurde das Demos geheescht. Ja, und hallo? Callisto-Protokoll ist schon seit enger kleiner Zeit draußen und ja, so mal so, et krut gemischte Kritiken von Fans und von der Presse. Dafür stellt sich dann noch Lot froh, wurde sich dann noch gelohnt, Dead Space zu remaken, oder man das Ding lo etwa nicht wirklich gebraucht? Jedes schlo op all die Neuerungen vom Remake agin, erklären schnell den 2 Leute, die noch nie etwas von Dead Space hören hun, was es geht, aber das Originalspiel so ausgemacht wird. Es ist ein Third-Person Survival Horror à la Resident Evil 4 a Company. Hier sitzt den Ingenieur Isaac Clarke, den mit seiner Crew bei Traumschiff USG Ishimura geschickt wird, weil sie einen Notruf gekriegt haben und nebenbei will den Isaac sing do stationiert von den Nicole Rim gesehen. Wer schon mal einen Sci-Fi-Horrorfilm gesehen wird, weiß natürlich, was könnt. Crew könnt tun, das kein Sau mehr do, und Aliens und Chevy überrannt. Die Aliens, Necromorphs genannt, haben allerdings eine besondere Clou. Für sie endgültig umzubringen, muss hinten hier Extremitäten aufschneiden. Das heißt, können die Gegner auf ihr stehen, schießt ihm mal eine Beine weg, für ihn zu stoppen, an den Arm oder einen Kopf, damit endgültig Feierabend ist. Necromorphs kommen nach verschiedenen Varianten und es macht bei all neuer Zucht immens viel Spaß herauszufinden, wo und wen am besten soll filetieren. Damit das mit der Space Kebab Karriere auch gut funktioniert, wird den Isaac ein Panoplie und Ingenieursgeschirr dabei, welche sich als Waffen missbrauchen lassen. Plasmacutter, Linegun oder Flammenwerfer helfen ihm den Alien Gulasch effizient herzustellen. All Waffen dabei sind Alternativmodus, wie das den Plasmacutter vertikal oder horizontal kann schießen oder Pulse Rifle mit seinem Explosivschuss. Genre-typisch könnt ihr Waffen an ihrem Kostüm verbessern, die oder einen Shop, bei dem da alles, was ein Survival-Horror-Protagonist braucht, könnt kaufen. Domaden ist es allerdings nicht getan, weil dort noch die Stars, eine Fähigkeit, die ihr erlaubt, Gegner mit loszumachen und kleine Puzzle an den Arealen zu lesen. Mit der Chines könnt ihr Sachen nicht runterziehen, hochhalten und es fortchasen, wie zum Beispiel Batterien, die müssen angefügt gehen. Oder ihr könnt Necromorphs mit ihren eigenen Körperdeler beschmeißen. So,
Lo komme ma awer mal zu dem Deel, op de Jüdere gewahrt huet. Nämlich, ja, wat ass da lo alles neu an dem Remake? Ma d'Spiel gouf mal vu Grund op neu gemäht, also gesagt Resultat fantastisch aus, mat segem neuen Detailer wie Nivel oder der verbesserter Belichtung. Für die Necromorphs hu sech d'Entwickler apps ganz herrliches Aufhänge gelost. Am Platz nach wie am Original op den Arm zu chasen, an den fällt an irgendwann ein Kerof, gëtt lo e sogenannten Peeling-System. Dat teescht fir déicht verschwund mal eng Hautschicht, dann chasinn op de Muskel, dann op d'Chank, an dann Reich kann den Arm aufgetrennt gehen. So huet den optisch immer ganz gut am Blick wie ugeknackste Gegner schon ass. Den Isaac schwätzt doch des Keier, wobei et nie nervt an ganz natürlich wirkt. Billy, ich kann nicht mehr. Ich fühle mich so alt, so aufgenutzt. Meine Haut sieht so aus, wie was durch ein Raumschiff voller Aliens durchgezogen wird. Mein Gesicht braucht ein Remake. Wo ist die nächste Lösch? Danilo, du fräst genau der Richtige. Weil mit der neuen Chain von Make Us Young Again kannst auch du ausgesehen, als wärst du ein Ingenieur, der frisch von der Uni kommt, allo recht sein ganz Space-Abenteuern erleben wird. Ein Creme von diesen flotten Produkten geht durch, für das auch der jung sitzt. Make Us Young Again. Hallo, für CEC. Markiert er schon ihrem Kalender. Das mir persönlich Stehmals nicht so an Gewicht gefallen. Wann ich so drüber nachdenken, wäre es schon ein bisschen komisch, dass am Original so gefühlt die alle Welt geht an den Isaac sieht davon mal nicht dazu. Ah, wie live. Ich gesehen, du schwatzt mit deiner Freundin. Naja, da wünsche ich dir aber noch viel Spaß. Ah, ich gesehen, du schwatzt mit deiner Freundin. Spaß. Die Udorlo Sidequests, die ganz organisch ans Spiel angefügt goufen. Dabei geht es nicht unbedingt um blöd Fetchquests oder sonst irgendeine Beschäftigungstherapie, mehr die verfolgt Schicksale von verschiedenen Personen, die am Original nicht wirklich ausgeschafft goufen. Okay, ein Fetchquest gibt es aber mehr, ey, dafür geht er auch mit neuen Zugang belohnt. Apropos ausgeschafft. Die Story ist am Großen und Ganzen unverändert, aber sie haben nur verschiedene Elemente gedreht und die auch neu umgesetzt. Stell dir schon ein bisschen wie beim guten Director's Cut vor. Wer zum Beispiel am Original Daniels, also ein vom Isaac singen Crewmember eng blöd Gees, so hat er eine freundschaftliche Relation zum Isaac. Et ginne Lodieren, déi e Sicherheitslevel hunn, der Teeschte krit die jeweilige Stieren reich no an no op. Allgemeng ass die Shimura lo connectéiert durch ein Tramsystem, wo der auf vergangen Areas kën zurückgoen. Das also mi Metroidvania-mäßig. Et ginn noch des geier sogenannten Circuit Breaker, bei denen der Entschädungen muss treffen. Ledenech den Strom an Belüftung an Sauerstoff, me dufir ass der Raum deichter oder umgedreht. Wëlle Schlut, me dofir muss ich mat limitiertem Sauerstoff eens gin. Am Original hat der Passagen wo Gravitation ausgeschaut gëtt, do der misse vu Platz zu Platz hopsen. Elo hu se das System vun Dead Space 2 an 3 warhol, dat Teescht die können de lodege Booster an de Passage fleien, dat der Kundung filmi angenehm mischt. Verschieden Manner gelunge Passagen Meteoriten goufen och umgeändert a spielen se schon viel besser. Kann et das sinn, dass in diesem Remake nicht auszusetzen gëtt? Ah, net ganz. E pur klein Patzer wird Spiel aber. Se hunnech bei der Xbox Series X Version missen e Bug feststellen, bei dem Spiel no Quick Resume henke bleibt. Fleien viel zu gut tun, aber grad der Situationen wo Necromorphs op ihr Stürgesprungen kommen bësse fummelig. Ich finde doch komisch fand, dass die am Spiel May Credits, also Suen, wie Munition oder so Schnaps fand. Et ginge bei Mengen EA will ze stummer dafür all hier Mikrotransaktionen entschëllegen.
Zum Schluss kann ich nicht mehr so, dass wir heute ein fantastische Remake kriegen, die mit viel Life zum Original gegangen ist und ein grandioses Horrorerlebnis noch besser macht. Dafür, ja, es tut sich absolut gelohnt, Dead Space zu remaken, und ja, der Callisto-Protokoll kann nicht mehr drehen, für auf den Niveau zu kommen. Hier und da sind die Aalhosen doch die besten. So, die Leute, das war dann noch mal ein Blödsinn für diesen Monat. Bleibt gesund und genießt die Welt von denen hoffentlich fantastischen Spielern, die noch über das Tür kommen. Ciao. Ja. Okay. Okay. Sind die noch gut? Was? Pardon, ich stehe noch gut, ne? Weil Ja, ich shit. weiß nicht. Shit's gut. Okay. Und mit aber nur wieder Hexerei. Oder schon Hexenhand. So. Hexenhand. Seht ihr Hexenhand? Kennt ihr das? Zauberhand. Zauberhand, so ist das. Ah, ich gesehen, ich fast der von dem. Spaß. Nein, pardon, ich muss sagen. Forspoken.